Voilà. Wir wollen erstmal für allerrecht am Namen von unserem Berufssyndikat öffentlich Denkstoff am Mobile und auch am Namen von der Kollegen vom Landesverband herzlich begrüßen. Wir sind auch froh, dass er so zahlreich bei der Pressekonferenz gekommen sind. Wir haben heute auch etwas verdeelt. Das sind Background, Hintergrundinformationen, ein bisschen über das, was du bei Luxtram gelernt hast. Voilà, ich gehe auch dann direkt aufhängen. Ich werde ein bisschen eine Introduktion machen über das, was du alles gelernt hast am Kader von den Verhandlungen, Lohnverhandlungen bei Luxtram. Und dann meine ich, wir das Gespräch auf, wir die Diskussion auf, dann können wir Fragen dann stellen. Und wir werden dann probieren, erst dann noch bestmöglich dann zu antworten. Voilà. Live Press, den 10. Dezember 2017, als den Tram heute zu Lützeburg angefordert ging. Für den Tram op Schienen zu kreen, huet de Staat schwa gemacht für den Tram iwwer de Wee vun engem privatrechtliche Betrieb zu bauen an zu betreiben. Aus denen Gründen als eng Luxtram geschafft gin, bei der de Staat mat 2/3 an Wil de Luxemburg mat engem Drittel bedeligt sind. Dafür konsideieren wir Luxtram als vollwertigen öffentlichen rechtlichen Akteur. Der Tram hat mittlerweile transportpolitisch pur Erfolg abzuweisen. Aus sozialpolitischer Hinsicht muss der Tram aber noch auf die richtigen Schienen durchgehen. Für das ein öffentliches Verkehrsmittel reibungslos funktioniert, muss es über genügend gut bezahlten Facharbeiter mit viablen Lohn- und exzellenten Arbeitskonditionen verfügen. Live Press, Bedingungen an einem Transportbetrieb sind nicht nur in sozialpolitischer Hinsicht von Bedeutung, aber sie sind absolut wichtig für einen sicheren Betrieb zu garantieren, das am Interesse vom Personal, von den Trambenutzer und von sämtlichen weiteren Straßenbenutzer. Zurzeit liegt die Gesamtschichtdauer bei Luxtram SA bei 13 Stunden. Bei der Bund zum Beispiel ist sie auf 10 Stunden festgesetzt. Der Tramchauffeur muss allerdings gleichzeitig die Durchforderungen von einem Lokführer, wie aber auch denen von einem Buschauffeur gerecht gehen. Dafür ist es inakzeptabel, den Tramchauffeuren eine Gesamtschichtdauer von 13 Stunden zuzumuten. Auch noch die Lohnbedingungen bei Luxtram SA entsprechen in keinster Weise denen aus dem öffentlichen Dienst. Bei den Laufbunnen, bei den Lohnsupplementen, bei den Kompensationen, bei den Congéen leihen wir weit weg von den Lohnstandards, wie wir sie bei der CRL, beim TIS, bei den staatlichen Bussen oder bei anderen Betrieben aus dem öffentlichen Dienstleistungssektor kennen. Live Press, am Kader von den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen bei Luxtram SA fordern wir als OGBL zusammen mit den Kollegen vom Landesverband die Delegation stellen, eine konsequente Anpassung und Lohn- und Arbeitskonditionen vom öffentlichen Dienst. Der Direktor von Luxtram hat uns bei der letzten Verhandlungsrunde klar zu verstehen gegeben, dass er einfach ein Vollverhandlungsmandat vom Verhandlungsrat betreffend alte Verhandlungspunkte hat, also auch hauptsächlich betreffend Lohn- und Arbeitskonditionen bei Luxtram. Er hat uns aber auch gleichzeitig mitgeteilt, dass er direkt tributär ist von den Direktiven, die hier vom Verwaltungsrat mitgeteilt kriegt. Die Direktiven vom Verwaltungsrat, den ausschließlich aus Leuten aus dem Pouvoir Public besteht, wären die folgend. Es wird über alles verhandelt, außer über die Arbeitskonditionen und Lohnkonditionen von den Salarien bei Luxtram. Den aktuellen Reglement intern für Luxtram, der just eine Umsetzung vom Code du Travail ist, also von sozialen Minimen, soll der neue Kollektivvertrag für Salarien bei Luxtram geben. Live Press, so eine sture Position seitens Luxtram zielt just darüber hinaus, den Sozialdialog auf äußerst zu strapazieren, an eine seriöse Weiterführung von den Lohnverhandlungen willkürlich an eine Sackgasse zu führen. Dafür haben wir als freie Gewerkschaften die Decision geholt, für den Verhandlungstisch bis auf weiteres zu verlassen. Hier wird carrément der Gag mit den legitimen Forderungen vom Personal gemacht. Die Lohnverhandlungen wären bis dato just ein reinen Zeitverlust. Live Press. Gerade an diesen Zeiten, wo man von der Regierungsseite, von Verwaltungen, von der Presse mitgeteilt kriegen, wie gut und produktiv hier am Land geschafft wird, dass der Wachstum ein Kehr positiv ist, dass Reichtum geschafft ist, dass die Staatsverschuldung am Griff ist,
dat Staatsbudget am Kader vom Semester Europäer vu Bresel AAA krit huet, dat als Ratio vun der Staatsverschuldung per rapport zum PIB den unproblematischsten an der EU ass, wo man aber auch gleichzeitig vu Gewerkschaften, von anderen sozialen Akteuren wie Chambre des Salariés oder Caritas ganz einer mir umso méi alarmierend Norrichte kreen, nämlich de, dat ein Armutsrisiko hier am Land noch nie so heich war, dat 16,5% von der Bevölkerung hier am Land unter dem Segen Poverté leben, dat die würdig Wunden hier am Land kein bezahlbar ist. Da verstehe mehr als freie Gewerkschaften nicht, dat die responsabel vu Staater Gemeng nach eng Druck setzen, an dem sie willkürlich an engem Betrieb aus dem öffentlichen Sektor lehnen, par rapport zu denen am öffentlichen Sektor bis zu 40% am méi kehr zu gehen. Wie Press halber Lüxtram, gerade so wie schon 2013 bei der Post, gehen die falsch sozialweichen Gestalt. Pouvoirpubliken sind an der Pflicht, wenn sie Patron sind, die Bürger, die bei ihnen schaffen, die bestmäßig Lohn an Erbeskonditionen zu gehen. Massiv Lohnkürzungen auf Verschlechterungen von den Erbeskonditionen an staatlichen und kommunalen Betrieben müssen doch für Politiker in absoluten No-Go sein. Sie wissen genau, was für eine Sozialverantwortung sie heute drohen. Lohn an Erbest oder Verschlechterung von Erbeskonditionen an den Pouvoirpubliken sind gefährlich auf Falschsignale und den Privatsektor. Mehr als freie Gewerkschaften, OGBL und Landesverband, werden uns mit allen gewerkschaftlichen Mitteln gegen eine soziale Entgleisung bei Lüxtram durch öffentliche Hand wehren zu wissen. Wir dulden keinen staatlichen organisierten Lohn- und Sozialdumping beim Staat durch den Staat. Merci. Nee, wir werden Lohn nicht Konziliation. Also die Prozedur werden man nicht erledigen, wir schmengen, wie man erklärt haben, und wie gesagt, der Patron von Lüxtram ist einfach der Staat, und auch die Gemeinde Lützeburg, und wie an allen Lohnverhandlungen, also da mal wichtig, dass wir dann auch mit den richtigen Patron mal diskutieren. Also wie gesagt, der Direktor hat uns erzählt, dass das Mandat direkt vom Verwaltungsrat gekriegt hat. Wenn ihr guckt, wen am Verwaltungsrat dran ist, dann sieht auch da an der Broschüre, da gesagt wird, dass du hauptsächlich Funktionäre von diversen Ministerien dran sitzen und dann noch eine Chefin von der Gemeinde Lützeburg, wie auch Bürgermeister von der Gemeinde. Das heißt, da gehen wir ja davon heraus, dass die auch tributär sind selber tributär sind von politischen Decisionen. Das heißt, da sind wir einer Meinung wie Orlo de François Baustelle und meint, dem dürfte ich als Politiker ja nicht an Kollektivvertragsverhandlungen ja anmischen. Das ist sicherlich richtig, wenn man von normalen Lohnverhandlungen oder von Verhandlungen aus dem privaten Sektor, wo zum Beispiel, wenn sich eine Firma aus dem Bausektor mit der Gewerkschaft gibt Lohnverhandlungen feiern, aber da, wo der Pouvoirpublik aber selber Patron aus der Staat oder auch Gemengeschmenger, da müssen sie dann einfach hier Responsabilitäten hören an mit den Gewerkschaften diskutieren. Ich meine, das machen wir zum Beispiel auch bei den sämtlichen Kollektivverträgen, zum Beispiel an der Gemeinde. Ich meine, wenn wir für die Gemeinde Erbestag Salarien verhandeln, vor allem auch da direkt mit den zuständigen Chefs reden. Selbst wenn wir Diskussionen über Lohnverhandlungen von den Staatssalarien feiern, da feiern wir sie auch mit dem zuständigen Minister. War denn vielleicht dabei kann so, dass man natürlich an Etappe 4 gehen. Nachdem wir die Verhandlungen aufgebracht haben, haben wir mal vertieft, und das war gestern der Fall, Informationsversammlungen gehabt mit der Belegschaft von Lüxtram, wo wir die eingehend informiert haben über das, was an den Verhandlungen passiert ist, wo wir auch mit denen geguckt haben, wie es weitergehen soll, wo wir mit denen über die zukünftigen Marschen diskutiert haben. Ich meine, dafür haben wir heute die Pressekonferenz angerufen, auch für die Öffentlichkeit zu informieren, was bei Lüxtram geschieht. Wir haben einen Flyer verteilt, Kirchberg bei der Gare zu Lützeburg für die Öffentlichkeit zu informieren. Und wir müssen noch sagen, dass Personal von Lüxtram, dass das natürlich nicht froh ist über die Konditionen, die bei ihnen sind, und die unterstützen uns natürlich voller ganz an unserer Demarche, wie wir sie vorgesehen haben. Nach der Pressekonferenz von heute werden wir mal oder wir provozieren eine politische Reaktion. Da muss man gucken, was kann, ob der zuständige Minister bei seiner Meinung bleibt. Wenn er da gesagt hat, doch, die bei Lüxtram, die hatten en pleine connaissance den Kurs für
meint ihren Kontrakt travaien erschriven, dats auf viele Betrieber so, dat ging jo dat bedeite van den enkere Kontrakt travaien erschreift, dat den mit der Förderung stellen, dat das bessen eng Sichtweis, die jo net kann delen. An Kollege Bausch war selber Gewerkschafter an der Zeit het noch nie so eng Attitüd meng neergeholt an opbei fir den Sige gesot huet. Bei Luxtram am Verwaltungsrat sie praktisch lauter Funktionäre mat Ausnahme vum engem Chefen an der Bürgermeister vun der Gemeinde Lützeburg an zu Lützeburg besteht nun nemmer déi Tatsache, dat déi Funktionären an der Verwaltungsrat, dat déi hun Direktiven vum politische Pouvoir gebunden sinn, dat ass enkeheit zu Lützeburg festgelöst gin, an dat ass net wie bei enger aner Société anonym. Volt nou just het näbeskonditionun so wat mir steiert. Für Eisebunner egal welche Eisebun, die am Land betrieb huet, dummer e Reglement Grand Ducal. Van mo eng Eisebun eng nei op de Marche kënnt de Mission de Reglement Grand Ducal halen. Heiget dawer argumentéiert as in urbanen Tram de brauch sich net run ze halen. Op schon dat déi dieselwichte Funktionen eigentlich man der Armee wie op der Schiene an de Minister het jo gesot de Welt den Tram dann ausdehnen bis op Berget of bis op de Belval. En da het man een tram de mat 100 geef voeren. Dat is aber geen normaal urbanen tram mee, dat is dan een treintram. Die viert dan in dezelfde conditionen wie al zo op de schiene viert. Logischerweise mis je dan de reglement Grand Ducal, waar daar bis conditionen door zur Aufwendung brengen. Dat geeft je dat bedeuten, die Leute die dan von Nasch bis an Peripherie von der Stadt führen, die müssen sie in das Reglement Grand Ducal haben, und die dann an der Stadt selber führen, die bräuchten sich nicht mit uns haben. Da ging ich mir gerne sehen, wie in die Geschichte ging organisieren. Das ist ja aber ein Problem, den dann einer Leute müsste lösen. Das sind so Kontradiktionen, die in Heige gesagt, wenn er vergleicht Luxtram an öffentliche Betriebe, nicht nur bei den Gehälter bei der Leen, maar bij de närbisconditionen die er door zijn, en wo dan enkel een politisch antwoord moest opgeven. Ja, also wir werden da die ganze Panoplie von gewerkschaftlichen Mitteln und Aktionen natürlich benutzen. Schmengen, wir sind ja bekannt, dass wir auch dass wir traditionell hier können auch Aktionen organisieren. Ich meine, das beste Beispiel das wären die letzten Aktionen und die letzten Manifestationen vom Juli letztes Jahr am Santé-Bereich. Ich meine, da haben wir riesengroße Success. Aber ich meine, auch da haben wir mal angefangen mit Pädagogie, mit Information, mal direkt und die Leute selber, die betroffen wären, natürlich Personal, aber auch die Öffentlichkeit. Mir ist das auch wichtig, dass sie da am Bild sind, weil ich meine, das war mir festgestellt bei den Verdelungsaktionen, dass die Leute sich überhaupt nicht bewusst sind, dass die Lohnkonditionen so schlecht sind bei Luxtram. Weil die gehen davon heraus, dass du den normalen Standard, also die guten Standards an den Lohnkonditionen vom öffentlichen Dienst aufwiegend sind. Und das ist bei denen gut nicht, das die Leute überhaupt nicht bewusst. Was aber noch zu sagen ist, dass man eigentlich das schuld fanden, dass du kein Kollektiv, dass man auch keine seriöse Diskussion über die Arbeitskonditionen und Zeiten können feiern, weil ich meine, du als du aber der Kollektiv verträgt guten Outil, aber auch für den Patron für die Zeit zu organisieren. Und wir schwätzen auch von den Kondukteuren und von den Chauffeuren, wir sind auch ein paar die anderen Leute, mit denen wir geschwätzt haben, nämlich die auch an den Verwaltungen, die auch aber nur mit einer Flexibilität von der Arbeitszeit permanent konfrontiert gehen, wo auch natürlich stündlich müssen Überstunden gemerkt werden, die sie auch gerne machen, weil sie nämlich schon auf dem Betrieb stehen, wo aber dann Probleme entstehen, mit dem Ausbezahlen oder mit der Equipe oder auch du als eigentlich gut nicht organisieren. An die Potten, an die Kollektivvertrag,
an der Humorerfahrung an andere Bereiche wiss man natürlich auch wie man derzeiten könne viel zum Beispiel Schichtbetriebe zu organisieren wie man aus können schwingen die Erfahrungswerte die Humor an die Reichtum Menge von Erfahrungswerten die wollte mehr nämlich nur an denen Diskussionen gar doch aufhören dramatisch also dat könnte auch bei den Lohnkonditionen du gesehen auch Menge ein Tableau auch do gemerk mat den ënnerscheter am differenziell so usus am öffentlichen Sektor den Schlichtungssektor par rapport zu nehmen bei Luxstrom du laie mach also du gesieht du bei minus 30% und da geht dat bis minus minus 50%, dat einfach dat das kleinen Unterschied dat sind dramatische Unterschied an dufir Schweiz an dem Kader von eng staatlichen organisierte Lohndumping an dat staat auch bei der Post gemerk weil du as het genau zelwech an mir hunn wo du Erfahrungswerter mir gesi schon dass zum Beispiel dass man bei der Post hun dass man do Problem am Rekrutement wir fanden genug qualifiziert Personal weil effektiv et Lohnkonditionen nimi attraktiv genug sind gerade so wie lo an der Fonction publique mat der Reform die für hun 6 Jahre am möffelschen Dingst also do votiert gin du gesinn dass aber tendenziell mengen Schenkstimmung do also doch Movement do als für generelle Lohnkonditionen an Erbeskonditionen am öffentlichen Sektor klein zu kreen. Wir gesehen bei der Post, wir Reform gesehen, wir gesehen lo Römenke bei Luxstrom gibt sich ganze ja, ich meine, zielgerechte Verwaltungen oder Betrieber rausgesicht, wo dann probiert wird, dann dort Standarden aufzusetzen. Das wird natürlich auch höchstwahrscheinlich oder ganz sicher Implikationen und Konsequenzen auf einer staatlichen Verwaltungen und noch einer Dienst oder Sektoren am Service Public denken und Santé. Und wir wissen ja auch, dass man traditionell immer Diskussionen kriegen. Wenn du Kollektivverträge aufgesichert kriegt, wir einfach nur massive Widerstand von unserer Gewerkschaft. Nee, het gëtt so loes Zeit, dat déi antworten, dat déi sich zu Wort melden an dat déi wirklich met vun Aktionen ass ha geschwert gin mengg das ook evident, dat dort Janer Leiit an öffentliche Betrieber sich bewusst die welch gefordert op zoken. Göster op der zweite Informationsversammlung die Mate, wo beispielsweise unser Präsident vun der Sektion AVL vom städtische Busmat dabei, die sich natürlich solidarisch erklärt und Eisenbahner, die sich solidarisch erklären, die wüsste ganz genau van dat eng Bresch geschloget an den öffentlichen Sektor, wat Lehn an Arbeitskonditionen betrifft, dat en enger zweite Etappe schulden ist. Auch Kollegen, die bei der Gemeinde schaffen, op all die können dat so van eng Breschstra geschloget, war wirklich Dumping sozial gemerket, dann wissen die anderen, dat dat of schuld mischt an andere Betriebe. Dat schenkt mir evident zu sinn beispielsweise gelees wat den Direktor geantwort huet, wie man vun 13 Stunden Gesamtschichtdauer geschwert und dat du geantwort huet bei hinnen wär real Arbeitszeit Stunden effektiv stehen aber 9 Stunden dort, wo so effektiv können schaffen. Mit die 13 Stunden, das gibt eine enorme Flexibilität. Von da 13 Stunden muss zur Verfügung stehen, wenn dann enker 6 Stunden schafft und dann 4 Stunden frei, dann enker 3 Stunden muss schaffen. Das nicht so mutbar für die auf die Schiene müssen fahren, die müssen da wirklich immer op Sicherheit oppassen, das nicht gut für die Sicherheit, noch nicht für die mitführen, noch nicht für die Schienen sich bewegen. Das schenkt mir evident zu sehen, und das ist etwas, was wirklich nicht ein Beispiel, was ein bisschen die Haltung von der Direktion charakterisiert. Man hinnen gesagt, weil die meisten, die dort schaffen, die von weit hier kommen, sie viel Frontalien dabei, dass den Repos journalier von 11 Stunden nicht ging durchgehen, für dass die sich könnten wirklich erholen, dass die mal dann
eng Stunde müssen für eng Stunde müssten zurückkommen, dat okay Familielewe mir wäre. Den Direktreis gesucht, sie könnte ja aber an Städte rund Stadt finden, kommen natürlich aber nicht mit den Gehältern, die sie da verdienen. Da als eng Wohnung zu Lützeburg ist da wirklich Luxus, die sich nicht können leisten. Und das ist ein bisschen für Mentalität rumzugehen, die da an den Diskussionen Heinz da abkommen, an der Staat, auf was man kritisiert und auf Rumänen, dass da wirklich der politische Pouvoir misst seine Responsabilität übernehmen. So mit Kurzformationen, so Formationen, die aber nicht so lange dauern. Auf der Eisenbahn, da das wirklich die Formation geht da viel mehr weit wie beim Tram. Beim Tram, da das eng verkehrt, die haben de Moment man eng Serie vun Trammen, wat Situationun mir einfach mischt, wann der op der Reisebün guckt, da sind awer viel méi Serie vu Maschinen, Automotrissen, die alle go mussssen zum deleieren, oder das bësse mi komplex, dat wat do muss geleiert gin, das just wat Mo do geschriven hunn Duforderungen und den Tramschofe sind ähnlich, weil sie verschiedene fuhren, sie können nicht ausweichen, an der Bremsfährs mir groß wie auf der Straße. Sie müssen aber gleichzeitig das machen, was den Buschauffeur auf der Straße möchte. Sie müssen auf den anderen Verkehr aufpassen, sie müssen über die Leute aufpassen, die über die Straße laufen. Sie können doch nicht den Buschauffeur, der kann mal auf Zeit führen. Die können nicht auf Zeit führen. Und das bringt natürlich auch das bringt mit sich, dass sie permanent müssen konzentriert sind. Mit der George, der weiß besser wie auf der Bundart Mechanismen ausgebildet sind. Nee, ich meine, bei auf Eisenbahn zu kommen, muss eine gewisse Schule mat gemacht haben. Wie früher war das CRTP, ich weiß, das ist heute schon ein bisschen mehr. Die Ausbildung ist auch viel mehr, die dauert über die Jahre, dauert nur ein Jahr. Und ist auch viel mehr komplex, weil das Reglement auf der Eisenbahn ist ja ganz anders wie beim Tram. Beim Tram ist das viel mehr basisch gehalten. Und da brauche ich noch kein CRTP. Muss ich auch gucken, was die Responsabilität von denen zwei Berufe sind, so die Selbstresponsabilität. Das muss ich noch bedenken, dass ein Tram ohne Sicherheitssystem fährt. Das war ein Kontrollsystem, ob der Tramchauffeur da sitzt oder nicht da sitzt. Mit das aber kein Sicherheitssystem beim Tram, da den Inhalt von den Signal fährt. Und dafür ist die Responsabilität an Konzentration permanent und auch gerade so groß wie die von einem Buschauffeur an engem Lokführer. Dat tummer ne joch fir gesinn op dat tummer fir gesinn an der Gelderstruktur hunn natürlich verschieden also Geld der Struktur ass rapport zu Qualifikationen opgebaut natürlich en den CATP wann den CATP verlängt, da könnte ein ankrieg Salär vom CATP natürlich wann den CATP plus ass könnten ankrieg Salär vom CATP plus genau wie Bachelor oder Back hun fir gesinn Back plus 2 Bachelor Master. Dat wäre jo die interessante Diskussionen gewicht so immer jo kommt zum Beispiel d'Agencement vun der Karrieren oder wat fir Berufsbilder Hummer bei Luxtram, weil dat geht jo vun Schofe bis Kommunikationsmanagement also Schulung mat der Leiit geschwert, dat techt fehlt de bisssen einfach hun Schoferen iwwer fehlt an bisssen Maintenance. Et fehlt doch natürlich auch am Sicherheitsservice sind wir gewöhnt, dass du just zuständig als eine Person zuständig ist für die ganze Sicherheit für Luxtram, wo eine zweite Person gebraucht ging mehr. Es ging aber schon 5 Leute gesehen für die Kommunikationsservice. Du gesagt noch ein bisschen, was Philosophie ist. Ja, also ich denke, durch viel dann schöner Größe kommuniziert, mehr ist immer auf der Core-Business, also das Quotidien, die muss auch gemerkt gehen. An de Quotidien mengglech beim Tram
as awer mal och Zcheheet ze gewährleisten vun de Salarien mehr woche vun den Strassenbenutzer. Mit dat wären awer zum Beispiel die interessant Diskussionioune gewichtcht dat wat wir en Karriere brauche machen, wat wir Berufsbilder und wie kriegen wir die Berufsbilder, wat wir en Karriere aklasseiert und dann natürlich Formation professionell kontinu, weil ja zum Beispiel auch ein ganz interessant sagt, wie organisieren wir als Betrieb für Formation kontinu zu organisieren. Wie sind dann auch dann Mechanismen wie von engem Karriere dann rüberzukommen. Das wären alle gute interessante Diskussionen, wo man es gefreut hätten, für die zu lancieren, wo man dann aber direkt stoppt, also Karriere Stoff von denen gesucht geht nicht über Lehn geschwert, geht nicht über Erbeskonditionen, dann hat man auch Erbeszeiten geschwert, also schwätzen Hai von Organisation von Erbeszeiten und nicht, ob es nur 13 oder 11 Stunden sind, sicherlich als das ein Aspekt von der Mehr, zum Beispiel, wie organisieren wir also Pot am administrativen Bereich, wir wissen, dass es da noch mobil geht, wie können wir da Sachen organisieren? Das ist ein interessant Erderweise, man nicht nur so, erst einmal durch den Patrat-Handtab über die Arbeitszeit, wo man auch so man ja auch das Salarie kann auch da zum dem Abbestimmung wie sie reküppelt wie sie Überstunden halt ob sie gerne bezahlt wird ein Deal oder ich meine du kennt ja Modelle ich meine auch du haben ja Modellen am Tierrang die macht da können raushängen also wirklich die schön die gut an die Reichsdiskussion die man da hätte Kinder machen die also mal auf gesagt und hoffen dass du aber also ich meine von der Politik aber du Signal könnt dann sieht erst einmal du also Missverständnis also wir hoffen dass ein Missverständnis ist weil sonst muss man effektiv Aktionen machen aber wie gesagt Nico wurde gesagt wie schon erstreichen nach es betrifft heute den ganzen Sektor von den öffentlichen Denkschlichtungen also mir gesehen hat soweit und da wissen doch wir sind ziemlich stark an dem ganzen Sektor ich denke du Kollegen von der Santé von zwei Bereichen sozialpädagogische Bereich sind immer stark Eisenbahn sind immer stark bei den Tramsbetrieber sind immer Buschauffeur sind immer weil Buschauffeur sind immer stark private also öffentlich Buschauffeur sind immer stark vertreten wir sind am kommunalen Sektor bei den Erbstoff Salarien sind auch stark betrieben am Staat doch also schmengen wir können do op Solidarität von all denen Leute können wir natürlich zählen und appellieren noch aber dann soweit könnt schmengen dann da tun wir auch die Leute logisch gesucht da stehen sie auch mit der Länge also mittlerweile schaffen 82 Leute sind doch Menschen nächstes Jahr werden der 150 durchschaffen dass sie Prävisionen die man lokrit an die 150 Leute für Luxtram die stehen du nicht allein ich wollte just präzisieren und Vergleichheit nicht den Tramchauffeur Mechanismen op 30 bin vergleich wat de Lohn betrifft man Vergleich man Buschauffeur wie bei der Gemeinschaft wat ja legitime Vergleich ist obwohl präalable für Dwinze kommen dieselbe sind muss du soviel postprimär hun genau wie für den Buschauffeur beim TG oder beim AVL man ne Vergleich Vergleich gemerkt die Buschauffeur Mechanismen op 30 bin. Zweites wat ich wohl just präzisieren an dat wurde die zweite Verhandlungsrunde zum Reis eine Illusione gemerkt und mir ginge wirklich an absehbare Zeit zu einem guten Kollektivvertrag kommen. Die zweite Verhandlungsreunion hat den Direktreis gesucht ging ein Tableau Synoptik abstellen zwischen dem wat lo beim Luxtramas von Lohn- an Erbeskonditionen an nirwen Ausforderungen wie mir so an dat man dann ginge probieren für dat zu rapprochieren für do ein Resultat dabei rauszukriegen. Donno wo dat River donno as gesucht gin mir hun ein Reglement oder interieur ein Reglement intern wo Auskonditionen drastehen am rette ger van dir dat akzeptiert als Kollektivvertrag. Du man natürlich eng Erbrechung gefragt man gesagt so kann nicht sinn da gi wir bei Leute informieren man day an da gucken wir völlig die Marche mal zusätzlich muss also regelrecht Diktat das du oder nicht sehen den Heil op der Gemenge Kehrmaschinen fir méi verdient wie in den du Tra man so viel Leid durch Staat wo wirklich Risiko immens größer an Zsche auch ganz große Punkt, dass wir wirklich froh, dass so viel Leute beim Tram fuhren,
sie muss Gedanken machen, die Leute 30 Stunden da sind, an der Wede Biken sind 15 Stunden, ob die da wirklich nach Fit zu führen. Aber wenn die echt kein geschieht, weil man natürlich nicht hoffen, gell, dann so lange soll nicht dauern. Man muss echt reagieren, dann anständige Arbeitszeit kreieren. Ich meine, da so ein neues Arbeitszeitgesetz dann nicht so lange hier rauskommen, wo die Konditionen ganz genau festgehalten sind. Also noch Priorität kann ich vieles machen. Das Leute auch hier Pause kriegen. Die sind gerade in dem Dorfbereich wichtig. Ich meine auch die Kehrmaschine muss schon am Verkehr immer so passen, wie du kein Leid haben. Also, wenn ich gucke, sind so Strube voll, die Tram, sie müssen nach muss aufgepasst wird leider ran rausklammen doch du musst gewährt gehen und du musst ihn die ganze Zeit konzentriert sind dann kann es sehen dass die Leute Mann von wie einer die Häusler am Südgemeinde kollektiv oder Stadt Lützeburg schmecken sind alle beim Niveau wo Leute ziemlich selbst verdingen und ich meine die Leute haben schon der Warner Repression zu den Aktionen also die Leute von Luxtram die sind Rosen an den 10. Dezember aus dem Tram ja angeweiht gehen und du wollte Personal wollte du schon eine Aktion starten an wie hun se noch weil daneben nach nach dem keine Verhandlungen nu gelaufen wie hun se dann mal berouicht nach krit mir schmengen van die nächste Etappe die werden dann Platz Merci für kommen.